job for me. My job make no sound. Herzlich willkommen zum Köln TV Talk. Seine Sportart ist bekannt geworden, mehr oder weniger durch E.T. Er war Vize-Weltmeister im Freestyle BMX mehrfach. Er organisierte 1984 eine kleine Veranstaltung unter der Zoobrücke. Daraus wurde zwischenzeitlich das größte BMX-Event der Welt. Bei uns ist Stefan Prantl. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Vielleicht zum Anfang erstmal, wie wichtig war E.T. für den BMX-Sport? Global gesehen, glaube ich, extrem wichtig. Ich habe in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder mal Stimmen gehört von Leuten, die glauben, dass der Steven Spielberg BMX nur erfunden hat, damit er das eben in dem Film stattfinden kann. Das ist natürlich Unsinn. Aber durch den Film E.T. hat BMX natürlich einen riesen Bekanntheitsgrad erreicht. Es gibt diese berühmte Szene, wo der Junge vor dem Mond natürlich langfliegt. Wie hat das selbst mit dir und BMX angefangen? Jetzt werde ich das so oft gefragt und ich muss trotzdem immer wieder überlegen, wie das... Was war dein erster Kontakt mit BMX? Ich glaube, der erste Kontakt zu dem, was wir BMX genannt haben, obwohl es gar nicht BMX war, das waren unsere Bonanza-Räder und Klappräder, die wir uns so umgebaut haben, dass sie BMX ähnlich waren, weil es gab irgendwie gar keine BMX-Räder zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise die waren so teuer und wir hatten keine Kohle, dann haben wir halt mit dem gearbeitet, was wir hatten. Also wir haben halt Schutzbleche abgeschraubt, alles was so überflüssig war, Klingeln, Licht, all das musste runter von den Karren. Völlig überflüssig. Genau, und dann sind wir halt im nahegelegenen Wald so die ersten Hügel und was weiß ich, Bordsteine hoch und runter. Bei uns in der Siedlung, wo ich aufgewachsen bin, da gab es so ein kleines Schwimmbecken, was im Sommer für die Nachbarschaft, für die Kinder aus der Nachbarschaft aktiviert wurde. Das hatte auch schon so ein bisschen poolartige Züge, da waren so leichte Rundungen, da sind wir halt drin gefahren mit unseren Rädern. Okay, wie ging das dann weiter? Wie bist du letztendlich zum Freestyle BMX gekommen? Ich habe angefangen mit BMX Race, das muss so 80, 81 gewesen sein. Der BMX Race Sport ist ja so die Mutter des BMX Sports, wenn man so will. BMX steht ja für Bicycle Motocross, also das, was man vom Motocross-Fahren kennt, also das Fahren auf einer Hindernisstrecke aus Lehm, geformte Hügel. Und daraus ist dann später Freestyle entstanden. Also ich habe angefangen, in Köln gab es einen BMX-Verein, den ersten BMX-Club Köln, der 1980 oder 81 gegründet wurde. Da war ich auch mehr oder weniger von Anfang an Mitglied. Und es gab halt Regeln beim Rennsport und eine Regel war halt eben, dass man darf nicht springen, mehr oder weniger, oder keine Tricks machen. Das war natürlich genau das, was wir machen wollten. Und deshalb war es irgendwie klar, das macht zwar Spaß, da mit den Kollegen über die Strecke zu fahren, aber eigentlich wollen wir was ganz anderes machen. Warum hast du dich für diese Freestyle-Nummer interessiert? Was war so spannend daran für dich? Weil es eben keine Regeln gab. Man war frei. Also Freestyle im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab keine Regeln, es gab keine Tricks, alles musste irgendwie selbst erfunden werden. Alles war möglich. Und genau das hat den Reiz ausgemacht und macht den Reiz dieser Sportart bis heute eigentlich aus. Ihr habt euch selbst eure eigenen Rampen gebaut, damals an der Messe. So Regeln, allgemeine Regeln und Gesetze haben euch dabei aber nicht immer interessiert, oder? Nee, also zum einen wussten wir überhaupt gar nicht, wir hatten ja vorher selber noch nie eine Rampe gebaut. Das heißt, wir waren auf Informationen aus den USA angewiesen, wie baut man denn sowas? Und da hat's auch ohne Internet wohlgemerkt, ne? Ohne Internet, genau. Es gab also Magazine, die man dann am Bahnhof bei der internationalen Presse kaufen konnte für viel Geld. Da haben wir uns dann die Bauanleitung rausgezogen, mussten das dann von Inch umrechnen in Zentimeter und so weiter, also all diese Hürden. Aber du hast recht, also es gab nicht wirklich auch keine gesetzlichen Hürden, weil das Baumaterial für diese Rampen mussten wir uns besorgen. Also wir hatten ja, wie eben schon gesagt, auch kein Geld, um uns Schrauben und Bretter und alles zu kaufen. Dann haben wir uns das, wie wir damals immer gesagt haben, geliehen, das Material.
Fehlte auf der einen oder anderen Baustelle mal zwischenzeitlich ein bisschen Material. Daraus ist am Ende, ich habe es am Anfang schon gesagt, zwischenzeitlich die größte BMX-Veranstaltung der Welt geworden. Hier im Kölner Jugendpark gibt es auch, ihr habt letztes Jahr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Wie sah es denn aus in Jahr 1? In Jahr 1 sah es so aus, dass wir, ich glaube, genau 1 oder 2 Rampen hatten, die wir halt dann im Kölner Jugendpark gebaut haben und die auch da dauerhaft stehen konnten. Also das war halt seit 83 unser Anlaufpunkt, um halt wirklich tagtäglich auch BMX fahren zu können, um auch ein bisschen zu trainieren. Und da war halt dann irgendwann 84 die Idee geboren, dass wir den ersten Contest organisieren, wie du gerade eben schon richtig gesagt hast. Und das sah so aus, dass wir, keine Ahnung, vielleicht waren es 50 Teilnehmer und 250 Zuschauer. Die Zuschauer waren überwiegend Familienmitglieder. Papa, Mama, Oma und so weiter. Ja, und so hat das angefangen. Aber da waren auch im ersten Jahr schon überregionale Teilnehmer. Also da reiste man auch gerne schon aus Hamburg und Berlin und so weiter an. Man kann sich das heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir doch mal rein in die ersten bzw. in die ersten Fahrversuche der ersten Jahre. Bilder aus den 80er Jahren, damals unter der Zoobrücke aufgenommen. Direkt um die Ecke war der Jugendpark. Was hat der Jugendpark oder auch was haben die Leute des Jugendparks damals für eine Rolle gespielt? Ja, eine unheimlich große und wichtige Rolle. Insbesondere der Peter Boy, der Leiter der Einrichtung, und einer seiner Mitarbeiter, der André Maletz, die, ja, was uns gar nicht so klar war, damals das Potenzial dieser Sportart und das Bedürfnis von uns Jugendlichen erkannt haben und ja, uns im Prinzip den Raum gegeben haben, um uns zu entfalten. Das war unheimlich wichtig. Und vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, wo ja, niemand was mit BMX und mit diesem Sport oder auch das überhaupt nicht als Sport erkannt wurde, sondern das sind Kinder mit ihren Fahrrädern. Und dass da mehr draus werden könnte, das haben die erkannt. Und haben uns halt eben die Möglichkeit gegeben. Gemeinsam haben wir entschieden, wie wir ja, schrittweise den Sport im Jugendpark gemeinsam etablieren und das ausbauen. Also das hat immer in sehr enger Absprache mit den Verantwortlichen der Einrichtung, aber eben auch mit den Jugendlichen stattgefunden. Wann hast du selbst zum ersten Mal bemerkt, dass daraus was Größeres werden könnte? Also die ersten waren ja, wie du schon sagst, sehr familiäre Veranstaltungen, aber dass das wirklich Veranstaltungen sind, mit denen sich auch eine Mark verdienen lässt? Ich war ja in jungen Jahren, relativ jung, auch schon international unterwegs und teilweise auch erfolgreich. Und bei diesen Wettbewerben in England und Frankreich, die wir besucht haben, da war man schon wesentlich weiter. Da waren es aber überwiegend, ähnlich wie es beim BMX-Verein in Köln damals war, Erwachsene, die da die Strippen gezogen haben. Oft waren es einfach die Eltern der Jugendlichen und Kinder, die den Sport betrieben haben, die halt die Rahmenbedingungen geschaffen haben. Das war schon so ein bisschen, das hat einen schon so ein bisschen inspiriert zu sehen, was möglich ist. Die hatten transportable Rampen auf Anhängern, die man mitnehmen konnte zu Wettbewerben. All das, da waren wir so weit von entfernt. Der Unterschied zum Kölner Jugendpark war eben genau der, dass wir Jugendlichen alles gemacht haben und nicht die Erwachsenen. Und so waren wir auch relativ früh schon in der Situation oder in der Pflicht, Entscheidungen selbst zu treffen und Dinge nach vorne zu bringen und mitzugestalten. Gibt es so einen Punkt, wo du dann quasi über einen Berg gewesen bist oder einen gewissen Punkt überschritten hast, wo das eben von dieser ja, normalen Spaßveranstaltung dann tatsächlich eine professionelle Veranstaltung geworden ist? Ja, ich glaube, dieser Zeitpunkt war 1994 etwa erreicht. Das war das Jahr, in dem wir die allererste BMX-Weltmeisterschaft in Köln gemacht haben. Da haben wir relativ schnell gemerkt, dass nach den Weltmeisterschaften, die in England und 1990 gab es eine WM in Trier, in Cannes,
dass wir gemerkt haben, dass das ist eine andere Dimension. Also da kommen jetzt nicht mehr 50 Teilnehmer, da kommen 500 aus 50 Ländern, reisen an und sind die ganze Woche in Köln. Und wir haben auf einmal, weiß ich nicht, Tausende von Zuschauern. Ja, das hat natürlich bedarf natürlich anderer Rahmenbedingungen, ja, klar. Wie ist das damals abgelaufen? Ich meine, heute kennt man WM-Vergaben Fußball, das sind Riesen-Events, da muss man sich bewerben. Wie ist das damals? Sind die an euch herangetreten? Habt ihr euch beworben? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, wir haben uns beworben bei uns selbst, wenn man so möchte. Es gab halt einen Zusammenschluss von, sag mal so, den Top-Profis international. Man hat sich eben auf anderen Wettbewerben getroffen, in anderen Ländern und hat gesagt, man hat sich dann abgesprochen. Wir machen mal die WM. Ja, gute Idee, macht das mal, will kein anderer machen. Irgendwie so ging das. Also da gab es kein Bewerberverfahren oder sowas. Man hat sich einfach mit seinen Kumpels besprochen und hat gefragt, ist eine gute Idee, sollen wir das in Köln machen oder ist es in Ungarn nächstes Jahr oder in Portugal oder so? Ja, nee, macht mal in Köln, ist doch cool. Wie viele so. Zuschauer hattet ihr da, 94? Niemand hat gezählt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, vielleicht 5.000, 3.000, ich habe keine Ahnung. Aber es war voll. Ja, seitdem ist es richtig rund gegangen im BMX-Sport in Köln. Wir können mal einen Blick auf 2014 werfen. Das also 2014, aber nicht mehr das BMX Masters gewesen, sondern BMX Cologne auf einmal. Warum der Wechsel? Ja, für uns war irgendwie klar, dass wir die Veranstaltung etwas verändern müssen. Der Sport hat sich verändert, die Sponsorenlandschaft verändert sich. Und für mein Empfinden war das nur möglich oder ist das nur möglich, wenn wir auch dem Kind einen anderen Namen geben, weil sonst man ständig mit dem verglichen wird, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, und das wollten wir nicht. Also wir wollten im Prinzip, dass die Leute verstehen, das ist eine andere Veranstaltung. Auch wenn es ist schwierig, diese Brücke hinzukriegen, weil es halt eben an demselben Veranstaltungsort stattfindet, aber inhaltlich haben wir ja einiges geändert. Und der Name BMX Cologne sollte das eigentlich widerspiegeln. Aber es ist immer noch im Jugendpark gewesen. Wenn du zurückdenkst, was waren so die größten Probleme, mit denen ihr zu kämpfen hattet über die Jahre? Ja, die größten Probleme, würde ich sagen, für uns, die ja, also unsere Motivation ist es, diese Veranstaltung für den Sport zu machen. Eine Veranstaltung für die Leute, die den Sport betreiben und lieben, und weniger dieser wirtschaftliche Aspekt, der allerdings jetzt in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund rückt, weil nicht zuletzt an Sicherheitsbestimmungen und Auflagen, Sicherheitskonzept, all diese Dinge nach 2011, wir kennen das alle mit der Love Parade in Duisburg, was da stattgefunden hat, und Veranstalter wie wir auf einmal mit Sicherheitsauflagen konfrontiert sind, die einfach unheimlich viel Geld kosten, die einen enormen Aufwand bedürfen, und dem müssen wir gerecht werden als Veranstalter. Das ist eigentlich so die größte Herausforderung. Ja, in den trotzdem gab es auch ganz viele andere Herausforderungen, Hochwasser häufiger gehabt am Rhein. Trotzdem, die Leute kommen immer wieder, wenn man da ist bei euch, es ist eine ganz besondere Stimmung. Die Leute sind zufrieden, dass sie sich treffen untereinander. Wie geht es weiter mit dem Event in den nächsten Jahren? Ja, wir hoffen natürlich, dass es weitergeht. Es ist von Jahr zu Jahr ein Kampf, ein Riesenaufwand, die benötigten Sponsoren zusammenzukriegen, um dieses Kind am Laufen zu halten. Mal sehen. Niemand weiß. Also ich weiß, dass wir dieses Jahr was machen werden, aber in welcher Form ist wie immer davon abhängig, wie gut unsere Partner sind und wie stark. Ja.
Dann sind wir gespannt, was passiert. Wir werden es auch begleiten, wünschen natürlich ganz viel Erfolg in der Vorbereitung und vielen Dank. Bei uns Stefan Prantl. Danke. Und liebe Zuschauer, das war es von uns für heute. Ihnen auch danke fürs Zuschauen. Machen Sie es gut.